wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ja, herzlich willkommen zu der letzten Predigt der Kleingruppenkampagne, wo unter dem Thema steht Bruderliebe. Du kannst sonst die erste Folie schon einblenden. Ja, jetzt ist die Frage, wer ist denn mein Bruder? Aber also das ist eigentlich ganz eine einfache Frage. Der Thomas ist mein Bruder. Jetzt schäme ich mich ein bisschen für meinen Bruder, so. Wenn er da mit diesem Bild davon gehasst ist. Aber was macht denn die Beziehung aus? Bei uns, die Beziehung ist nicht einfach. Ich nehme an, oder ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so mit euren Geschwistern, ist nicht im Ganzen so einfach. So ein bisschen das Gefühl von Missgunst oder irgendwie das Gefühl von benachteiligt zu sein, wenn doch der kleinere Bruder ein Jahr vor mir ein Handy darf oder ein Jahr bevor ich es dann durfte. Aber vielleicht auch der andere Weg. Ja, wenn der Grossbruder eben schon in den Ausgang darf oder der Kleinbruder muss daheim bleiben bei den Eltern, so langweilig. Das gönne ich mir irgendwie nicht. Ja, man könnte so ein bisschen sagen über dem, dass ab und zu die Liebe fehlt. Wie eben hier jetzt so. Ja, die Liebe fehlt. Und dann fehlt etwas ganz Wichtiges. Aber jetzt wollen wir uns doch noch gerade zuerst angucken, was denn der Begriff Bruder in der Bibel bedeutet. Weil die Bibel dehnt den Begriff nämlich noch weiter aus. In Römer 8,29 heißt es nämlich, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8,29. Gott hat uns also nach dem Bild von Jesus geschaffen. Und wir sind seine Geschwister. Wir sind Geschwister von Jesus. Das heisst, Jesus ist, ja, eine Art, ist wirklich unser Bruder. Und alle zusammen, die in ihm sind, sind Geschwister. Das heisst, wenn wir hier zusammenkommen, heute an diesem Tag, heute an diesem Sonntag, ja, dann sind wir Geschwister. Und jetzt wollen wir uns doch angucken, was denn die Beziehung aus biblischer Sicht ausmachen sollte. Wir haben vorhin gesehen, so die Beziehung zwischen Tommy und mir, eben so ein bisschen manchmal so die Missgunst, irgendwie so nicht ganz das irgendwie, es fehlt etwas, es fehlt ein bisschen Liebe. Und hier schreibt Johannes von Agape-Liebe. Ja, sie haben wir zwar gesehen im Studium, wir sollen nicht mit griechischen Begriffen umwerfen, weil ich es jetzt so ein bisschen kann. Aber heute tue ich gleich, zumindest mit ihm, weil ich habe gedacht, ja, es ist wichtig, weil im Griechischen gibt es verschiedene Ausdrücke für die Liebe und im Deutschen wird es halt einfach mit Liebe übersetzt. Aber es kann ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Agape-Liebe, die Liebe, die zieht sich durch den ganzen Johannesbrief, den wir schon gelesen haben. Und wird hier in den heutigen Versen auch mit deutlich. Wir werden es dann sehen. Agape, das ist die göttliche, bedingungslose Liebe, die Gott uns erwiesen hat. In dem bekannten Vers, Johannes 3,16, lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die bedingungslose göttliche Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt für unsere Sünden. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir ewiges Leben haben. Und jetzt
ja, wenn wir uns doch zusammen angucken, was denn die Liebe ausmacht, die Geschwisterliebe oder eben Bruderliebe, wie sie bei uns hier im Text drin ist. Wir wollen doch zuerst angucken, oder Johannes fängt an, was denn die Liebe nicht ist. In den Versen 12 bis 15 vom heutigen Text lesen wir: Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Ja, wir haben ja vorhin im Theater gesehen, ja, was ist denn, wenn die Liebe fehlt? Was machen wir denn, wenn das eben fehlt? Hier im Text nimmt Johannes Bezug auf einen Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und ich glaube, das ist ein Sinnbild vom Hass gegen seinen Bruder. Es war der extreme Höhepunkt von dieser Beziehung, von dieser gescheiterten Beziehung. Ich könnte mir vorstellen, dass bei ihnen auch schon viel früher hat angefangen. Vielleicht auch eben irgendwie ein bisschen mit Missgunst. Der eine hat etwas dürfen, was der andere nicht hat dürfen. Der eine hat etwas gehabt, was dieser nicht hatte. Genauso eben war es so in der Beziehung zwischen meinem Bruder und mir. Und ich glaube, wenn wir solche Gefühle unkontrolliert wachsen lassen, kann das irgendwo bis zum Schlimmsten kommen. Wie wir in der Geschichte lesen vom Kain und vom Abel. Und ich denke, darum schreibt auch der Johannes das Beispiel auf, als Warnung für uns, was passieren kann, wenn die Liebe fehlt. Aber er schreibt so auf, um uns den Gegensatz aufzuzeigen, wo wir jetzt dazu kommen. Nämlich, was ist denn die Bruderliebe oder die Geschwisterliebe, wo der Johannes davon schreibt? Im Vers 16 lesen wir näher. Kannst du die nächste Folie? Merci. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Und da kommt jetzt eben die Liebe ins Spiel. Ja, mir ist das Bild nochmal so irgendwie frisch bewusst worden. So die Liebe, die Jesus erwiesen hat für uns. Ich tue das jetzt so hier vor dran stellen. Der Johannes nennt Jesus als unser Vorbild. Er hat wahre Liebe gezeigt, die bedingungslos ist. So wie er sein Leben hat gegeben für uns. Wie wir eben hier sehen auf dem Bild. Das Leiden, das er hat auf sich genommen hat. Ja, man sieht es förmlich. Ich habe so irgendwie, als ich das Bild noch mal so ein bisschen genauer angeguckt habe, ich gedacht, mal, man sieht es irgendwo. Und trotzdem hat er es eben gemacht. Trotzdem Leiden hat er das Ganze auf sich genommen. Und so sollen wir auch unser Leben für unsere Brüder geben. Haben wir hier gelesen, im 16. Ja, als ich das so das erste Mal in den Vorbereitungen habe gelesen von diesem Text, ich war gerade schockiert, wirklich. Ich habe so gedacht, mein Leben geben für meine Geschwister im Herr. Also Johannes, das ist noch ein bisschen viel verlangt. Das ist eine Herausforderung. Wie soll denn das gehen? Aber wir wollen uns doch das ein bisschen genauer angucken. Der Johannes braucht hier das Wort sein Leben lassen, im Sinn von ablegen oder ausziehen. Und so braucht er es auch in seinem Evangelium im Johannes 10, 11. Da heißt es nämlich, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Genau auch da beschreibt er eben das Leben lassen für die Schafe, das der Hirte macht. Aber
Es ist ja nicht jeder Hirt gestorben für seine Schafe. Es hat ja nicht jeder Hirt, wo hat Schaf gehütet, ist zwangsläufig gestorben dabei. Also, mal irgendwann ist jeder gestorben, aber nicht jeder müsse sein Leben geben für die Schafe. Sondern es hat vielmehr bedeutet, dass er parat ist, sein Leben einzusetzen für die Schafe. Und so sollen auch wir Christen füreinander leben und parat sein, Opfer zu bringen. Ganz nach dem Vorbild von Jesus. Es heisst hier, wir müssen nicht zwangsläufig das Opfer, zwangsläufig unser Leben geben für unsere Geschwister. Doch wir sollen genau mit dem gleichen Einsatz, wie Jesus für uns an das Kreuz ist, sollen wir für unsere Geschwister da sein. Im Johannes 15, Verse 12 bis 13 lesen wir: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir müssen und können ja auch nicht den Sühnetod, wo Jesus ist gestorben am Kreuz, sterben. Das können wir nicht. Das kann nicht ich, das kann niemand von euch für unsere Brüder oder Schwestern machen. Das hat Jesus da. Aber Johannes fordert uns in diesem Text raus und sagt, wir sollen den vollen Einsatz geben. Wir sollen mit ganzer Hingabe für unsere Geschwister da sein. Jesus, seine Hingabe, ist so ein gutes Beispiel oder das beste Beispiel eben für die bedingungslose Liebe, die man haben kann. Schon sein ganzes Leben, schon nur, dass er auf die Erde ist gekommen, als Sohn von Gott. Er hätte ja im Himmel bleiben bei seinem Vater. Er hätte in der Herrlichkeit bleiben, aber er ist auf die Erde angekommen und hat sein Leben gelebt für uns. Und besonders das, was er gemacht hat am Kreuz, was wir hier auch sehen auf dem Bild, das ist bedingungslose Liebe. Oder Johannes ruft uns auf dazu, in der gleichen Haltung füreinander da zu sein. Es kann unter Umständen bedeuten, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen für die Geschwister von uns. Aber seien wir ehrlich, hier in der Schweiz ist das nicht sehr wahrscheinlich. Darum fordert er vor allem einen selbstlosen und hingegebenen Lebensstil im Dienst an unseren Brüdern und Schwestern. Im Vers 17 wird es jetzt ganz praktisch. Da lesen wir nämlich: Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Da sehen wir jetzt, wie es eben ganz praktisch aussehen kann. Und wenn wir dann schon unser Leben geben sollen für die Geschwister, ja, dann wie viel mehr sollen wir ihnen mit Ressourcen helfen? Sollen wir ihnen irgendwie mit finanziellen Sachen oder mit was ihnen eben gerade fehlt? Wie viel mehr sollen wir ihnen mit dem helfen? Weil unser Besitz, das, was wir haben, das, was wir anhaben, das, was wir in unseren Taschen haben, das ist viel weniger wert, als unser Leben. Ein wiedergeborener Christ soll sein Herz nicht vor der Not von seinem Bruder verschließen. Das lesen wir auch hier in diesem Vers 17. Wenn wir unser Herz nicht verschließen vor der Not von unserem Bruder oder von unserer Schwester, so bleibt Gottes Liebe in uns. Wir sollen die Liebe von Gott, die wir hier empfangen und in uns hineintragen, in unseren Herzen, die sollen wir rausströmen. Wir sollen unsere Geschwister daran teilhaben, an dieser Liebe. Galater 6,10, da lesen wir: Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also es heisst, zuerst sollen wir das Gute tun an unseren Geschwistern, an unserem Bruder, an unserer Schwester im Herrn. Und dann, von da aus soll es weitergehen zu unserem Nächsten,
zu jedermann eben. Wir sollen unseren Geschwistern in Not helfen und beistehen. Genau mit dem Engagement, wie Jesus uns ist zu Hilfe gekommen in unserer Not. Genau mit dem Engagement, wie Jesus hier ans Kreuz ist, sollen wir unseren Geschwistern beistehen und ihnen in ihrer Not helfen. Und aus dem heraus kommt dann eben auch das Gute tun an unserem Nächsten. Ja, ich habe mir dann so beim Vorbereiten überlegt, aber reicht denn das? Wenn ich meinem Nächsten, der gerade irgendwie finanziell in Not ist, wenn ich dem helfe, ja, ist denn das genug? Weil im Vers 16 lesen wir doch. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Reicht denn das, was ich tue? Weil, oder müsste es mehr sein? Müsste ich mehr machen? Und das lesen wir in den nächsten Versen. Verse 19 bis 22. Kannst du noch die letzte Folie? Merci. Oder 18 bis 22. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit beruhigen, dass wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alle Dinge weiß. Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott. Und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Also es heisst, wer Bruderliebe, wer Geschwisterliebe tut oder übt, der darf sein Herz beruhigen. Weil Gottes verstehende Liebe und seine Barmherzigkeit stehen über unseren eigenen Zweifel. Gott weiss um die Schwachheit von uns Menschen. Er weiss, dass wir es probieren und doch irgendwie ging scheitern. Oder dass wir vielleicht nicht, ja, dass wir irgendwo das Gefühl haben, wir tun nicht genug. Aber er weiss auch um unser ernsthaftes und ehrliches Bemühen. So dass eine vertrauensvolle Zuversicht und eine Gewissheit Zweifel kann überwinden kann, die wir in unserem Herzen tragen. Und dass wir dürfen wissen, es ist genug, wenn wir wirklich mit der Liebe, wenn wir wirklich mit der Hingabe unseren Geschwistern dienen. Ganz zum Schluss fasst der Johannes nochmal ein bisschen zusammen, das Ganze. In den Versen 23 und 24 lesen wir nämlich noch: Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns geboten hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Also das heisst, ganz zuerst sollen wir an Jesus Christus glauben. Das ist die Grundlage von unserem Glauben, den wir haben. Wir sollen Jesus Christus glauben. Und auch seine Taten, die er gemacht hat für uns. Wir sollen darauf vertrauen, dass das wahr ist. Als nächstes sollen wir einander lieben, genauso wie Jesus uns eben geliebt hat. Genauso wie er uns in unserer Not ist beigestanden, sollen wir unsere Geschwister lieben. Daraus folgt, dass Gott in uns bleibt und wir in ihm. Und am Schluss, der Heilige Geist bezeugt die Wahrheit in uns. Wir dürfen die Gewissheit haben, wir dürfen darauf vertrauen, dass das wahr ist und der Heilige Geist bezeugt das, ging um mich. Mein Wunsch für uns alle ist, dass unsere Beziehungen untereinander
ging tiefer werden. Dass wir ging mehr von der Liebe dürfen erkennen untereinander. Dass wir das ging wie mehr dürfen leben und dass man das ging wie mehr darf sehen. Dass wir wirklich mit dem vollen Einsatz, wo Jesus ist für uns gestorben, dass wir auch da für unsere Geschwister einstehen. Dass wir uns ging wie mehr Jesus zu dem Vorbild nehmen, wo er war. Darum lasst uns füreinander da sein. Lasst uns einander helfen. Gerade wie wir so gesehen haben, ich bin gerade auch fasziniert, wie gut das so reinpasst mit Teilen und Beten. Es ist nicht nur das Grüppeli hier, wo wir jetzt hier zusammen sind, sondern es sind viel mehr Geschwister noch. Schon hier im Adelboden, näher im Tal raus, in der ganzen Schweiz, aber eben auch in die ganze Welt, bis auf Kenia West. Und so wollen wir doch ein Zeugnis sein für die Welt. Im Johannes 13,35 sagt Jesus selber: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir wollen doch genau diesen Vers, wenn wir doch probieren umzusetzen. Ja, wir wollen die Liebe leben untereinander, dass die Welt erkennt. Wir müssen gar nicht so gross manchmal evangelisieren, sondern wenn wir eben die Liebe untereinander haben, wenn die Welt erkennt, da ist etwas anderes bei diesen Christen. Die haben irgendwie, gehen so herzlich miteinander um. Die helfen einander in ihrer Not. Das wollen wir auch. Und ich glaube, das ist ein viel grösseres Zeugnis, wenn der manchmal irgendwo grosse Reden schwingen. Darum, lasst uns die Liebe leben, für dass die gute Botschaft, die wir in unseren Herzen tragen, dass sie für alle Menschen sichtbar wird. Dass sie sichtbar wird für unsere Nachbarn hier, dass sie für unsere Nachbarn sichtbar wird daheim, aber dass es auch Auswirkungen haben darf, noch viel weiter raus. Amen.